Der Flori schmeißt sein Abi und Uni und seine Studie weg und steht zurück von seiner Arbeit in Ulm und arbeitet statt den jetzt alle Woche volle 40 Stunden beim Mike. Der Sarah, deren Haxen weh und der Rolli sagt, sie soll barfuß laufen. Und das tut's auch gleich mit ihren Onkel. Aber danach ist der Wehdamm noch viel größer, weil es nicht aufgemerkt hat, was der Rolli sonst noch alles sagen wollte. Der Philipp ist hinter einem Weibsbild her, aber das ist eine ganze Spirifankin und mag ihm überhaupt nicht. Der Fanny, seine preußische Tochter, hängt den ganzen Tag am Handy rum und lügt die Mutter an und macht Schulden im Netz. Und drum nimmt sie es ihr weg und zieht den Diretare von ihrem Taschengeld an. Der sein Stiefbruder geht ihrer Heimlehre anders, aber das fliegt auch auf. Schließlich machen sie miteinander einen geschriebenen Vertrag, dass alltag 2 Stunden dranhängen darf. Der Annalena, sein Milchsprudler, ist verreckt, aber weil er so extra an ihm hängt, riecht ihm der Mike wieder her, indem er einen Motor vor einen Neichen einbaut. Der Chris macht mit der Kathi ein neues Video und tachet für das eine fremde Melodie. Danach kriegt er aber kalte Füße und möcht's wieder verschwinden lassen. Aber für das ist schon zu viel unter die Leute gekommen. Schließlich kriegt er auch nur ein schlechtes Gewissen, weil er zwing auf seine Gespuse geschaut hat und kauft ihr deswegen ein Halskettel. Der Max kauft für die Metzgerei 100 Lebzeitenherzl für Kundschaft. Aber da muss er zuerst nur etwas aufschreiben, was ein Haufen Arbeit ist. Die Uri hilft ihm dabei und einen Teil davon schenkt er die Landweiber. Der Gerstl hat Bullen, weil ein paar Motorradfahrer auf Lansing kommen, die wo ein widerwärtiges Verbrechergeschwerl haben.